Und ich will auch nicht länger Zeit verlieren, weil ich weiss, wir haben jemanden, der eine Predigt vorbereitet hat. Meli, darf ich dich bitten? Ich bin gespannt, was sie heute zum 3. Advent uns wird weitergeben. Und ich will zuerst gerade für sie beten. Jesus, und ich danke dir für die Meli und für die wunderbaren Gaben, die du ihr gegeben hast. Und ich danke dir, dass du sie jetzt führst und leitest und ihr einfach deinen Geist gibst und deine Worte. Amen. Ja, heute ist 3. Advent. Ich freue mich riesig, dass ich etwas mit euch teilen darf. Genau, und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du schon mal eine Aufgabe machen musstest, die du nicht konntest oder wo so Unbehagen in dir ausgelöst hat. Kennt ihr das? Ja, schon mal erlebt? So, da steht eine neue Aufgabe an und irgendwie, ich weiß nicht so genau wie. Bei mir ist das so, ich mache Aufgaben, die ich gut kann, die mache ich total gerne. Ne? Da bin ich in meiner Komfortzone und da bin ich direkt am Start. Aber wenn irgendwie was Neues ansteht, dann bricht bei mir sehr schnell so die blanke Panik aus. So, dann denke ich so, wie soll ich das machen? Wie soll das funktionieren? Ich kann das gar nicht. Ich hatte so eine Situation vor knapp einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr. Und zwar haben wir da die erste Christmas Celebration geplant. Und in der Planung wurde dann auch, wir haben das schon länger als vor einem Jahr geplant. Auf jeden Fall kam dann so ein bisschen, kristallisierte sich raus, oh ja, so ein Chor, das wäre total cool. Und somit war auch relativ klar, Micha wird diesen Chor nicht leiten, Dabrina wird diesen Chor nicht leiten, also darf Melli diesen Chor leiten. Und um euch so ein bisschen mitzunehmen, ja, ich habe Musik und Theologie studiert, aber Dirigieren, das waren so 4 Lektionen. Ich habe da auch tatsächlich eine Prüfung abgelegt, aber Dirigieren, da kann man einen ganzen Bachelorstudiengang zu machen. Und ich habe mir so gedacht, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. So, wir haben das zwar gelernt, falls wir irgendwann mal einen Kinderchor leiten sollen oder so, aber jetzt einen Chor leiten, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann mit meiner Studiengangsleitung nochmal extra getroffen. Ich so, Susi, ich soll da jetzt so einen Chor leiten. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wie schreibe ich Chorsätze? Und wie war das nochmal mit dem Dirigieren? Und was mache ich, wenn die nicht singen können? So, was mache ich dann? Ich habe keine Ahnung, ich bin keine Gesangslehrerin. Also bei mir brach die blanke Panik aus. Zu Hause, meine Stimmung, je näher die erste Chorprobe rückte, desto angespannter wurde das. Ihr könnt Flo fragen und im Büro. Ich weiß noch, als ich diese Noten ausgedruckt habe, ich war wirklich ungenießbar, so nervös und aufgeregt. Und dann war die erste Chorprobe und siehe da, ich lebe noch. Ich weiß noch, ich bin nach Hause gekommen und so ging die Tür rein und Flo saß im Wohnzimmer und ich hörte, und ich kam nach Hause und ich war am Strahlen, wirklich. Es war herrlich. Und in diesem Jahr haben wir wieder eine Christmas Celebration. Ich darf wieder den Chor leiten. Ich weiß noch, der Harald, der kam nach der ersten Chorprobe dieses Jahr zu mir und war so herrlich. In diesem Jahr bist du so entspannt. Letztes Jahr, da hatte ich wirklich ein paar Mal Angst, dass du mir da vorne in Ohnmacht fällst, weil du so nervös warst. Also ich liebe es. Und ich habe da eine neue Leidenschaft entdeckt. Und warum? Ja, weil ich habe Ja gesagt. Ich habe mich aus der Komfortzone rausgetraut und habe gesagt, okay, ja, ich mache das. Ich mache das. Das hätte ich vielleicht nicht entdeckt, wenn ich gesagt hätte, nee, ich kann das gar nicht. Ich weiß gar nicht wie. Da gibt es andere Leute, die können das viel besser als ich. Viel besser. Und ist alles gut gelaufen? Also ja, letztlich ist alles gut gelaufen. Habe ich alles richtig gemacht? Nein. Habe ich gelernt? Ja, natürlich. Die armen Männer, die haben im ersten Jahr schon ein bisschen mit meinen Chorsätzen zu kämpfen gehabt. So. Aber wir haben es alle geschafft und es war genial. Hey, und heute wollen wir uns auch wieder eine Geschichte anschauen, wo jemand Ja gesagt hat. Ja gesagt hat nicht aufgrund von besonderen Fähigkeiten oder Kompetenzen, sondern einfach aus einer Bereitschaft heraus. Wir sind mitten in der Predigtserie 3 Wege zum Kind und heute wollen wir uns einen die anderen Wege sind auch besonders, aber für mich sehr besonderen Weg anschauen und zwar die Mutter des Kindes selbst. Heute wollen wir uns Maria anschauen und
in der Vorbereitung habe ich wieder einmal so eine große Wertschätzung für diese Frau bekommen und merke, von der kann ich mir aber so eine richtig, richtig dicke Scheibe abschneiden. Ich glaube, auch für dich ist heute Morgen was dabei. Lass dich drauf ein, lass dich inspirieren, herausfordern von dieser Frau und ich möchte beten, bevor wir in den Text reinstarten. Jesus, danke, dass du gekommen bist auf so wundersame Weise. Danke, dass du uns brauchen willst. Und danke für die Botschaft, die du an diesem Morgen für jeden Einzelnen vorbereitet hast. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren, von dir zu hören. Ja, dass dein Wort wirklich tief in unsere Herzen trifft und wir an diesem Morgen verändert wieder aus dem Kreuzpunkt rausgehen in diese Welt. Amen. Ich möchte gerne den Text lesen, um den es heute geht. Ich blende den jetzt mal nicht ein. Nachher seht ihr dann noch die einzelnen Bibelverse. Macht's euch bequem, nicht zu bequem. Schließt eure Augen und stellt euch, mir hilft es manchmal, mir das so bildlich vorzustellen. So, wie mag das wohl gewesen sein? Ich lese aus Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im 6. Monat schwanger. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Knapp 400 Jahre ist Gott still und boom. So fängt das Lukas-Evangelium an. Das ist mal ein steiler Start, würde ich sagen. Wir lesen, dass da Maria ist. Maria, eine junge Frau, Teenagerin, kann man eher sagen. Wir wissen nicht super viel über sie, aber vermutlich war das so ein ganz normaler Tag, stelle ich mir vor. Sie steht auf, keine Ahnung, putzt sich vielleicht die Zähne, kämmt sich die Haare, denkt vielleicht über Josef nach, ihren Verlobten, freut sich schon auf die Zukunft, auf das, ja, was die beiden geplant haben. Vielleicht überlegt sie sich schon, welches Sofa kaufen wir uns und wie richten wir unsere gemeinsame Wohnung ein. Keine Ahnung, ganz normale Frau an einem ganz normalen Morgen. Hey, und dann plötzlich steht da ein Engel in ihrem Wohnzimmer, tritt herein. Damit hat sie vermutlich nicht gerechnet. Ich würde damit auch nicht rechnen. Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn da auf einmal ein Engel in meinem Haus stehen würde. Und er, höflich wie er ist, sagt erstmal Hallo, bisschen geschwollener, sei gegrüßt. Vielleicht hat er das nicht ganz so heroisch gesagt, aber sei gegrüßt. Hey,
dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. In anderen Übersetzungen heißt es auch, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Von außen betrachtet ist Maria eine eben normale Frau mit einem normalen Leben. Wir lesen nirgends, dass sie besonders fromm gewesen wäre, besonders schön gewesen wäre, besonders schlau gewesen wäre, dass sie aus einer adligen Familie kommt, die besonders bekannt gewesen wäre. Eine ganz normale Frau. Maria sagt sogar über sich selbst im Magnificat in Lukas 1, Vers 48, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Also sie ist sehr bescheiden in ihrem Wesen. Und sie sagt, ich bin gering und unbedeutend. Und sie ist überrascht über diese Ansprache des Engels. Du Begnadete, die Gnade des Herrn ist mit dir. Und sie ist fast ein bisschen verwundert, wie er sie anspricht. Sie hat nicht damit gerechnet, dass an diesem Tag ein Engel zu ihr kommt, auch noch mit einer Botschaft, wie die Botschaft, die er bringt. Womit auch immer sie gerechnet hat, nicht damit. Er sagt ihr, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Da kommt ein Engel und verkündet ihr, Maria, du wirst schwanger werden. Und zwar nicht nur mit irgendeinem Kind, sondern Gott selbst wird in dir drin sein und in dir heranwachsen. Also ich selbst war noch nie schwanger und weiß nicht, wie das ist. Aber ich glaube, das ist crazy genug, sich vorzustellen, dass da ein Mensch in einem heranwächst. Und viele sagen so, boah, kann man für sowas überhaupt so richtig ready sein? Ich weiß nicht, ob man ready dafür sein kann, dass Gott selbst in einem groß wird. Und das ist, was der Engel hier Maria ankündigt. Da wird Gott in dir drin, in deinem Bauch sein und du wirst ihn zur Welt bringen. Maria reagiert eigentlich, wie reagiert sie? Eine Frage hat sie. Schon so ein bisschen, Gabriel, ich weiß nicht so genau. Vielleicht hast du im Bio-Unterricht nicht so gut aufgepasst. Oder du warst krank. Wir wollen ja nicht das Schlimme unterstellen. Aber wie genau soll das zugehen? Sie ist unberührt, lesen wir. Das bedeutet so viel wie, die hat noch nie mit einem Mann geschlafen. Die ist noch Jungfrau. Und sie ist auch verlobt. Und sie sagt jetzt, Gabriel, wie soll das zugehen? Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Wie soll das denn funktionieren? Also so Bienchen und Blümchen, da braucht es noch was anderes, dass ich schwanger werden kann. Und Gabriel erklärt ihr das dann und sagt, weißt du, ganz einfach, der Heilige Geist, der wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und dann bist du schwanger. So funktioniert das. Alles klar, let's go. Der Heilige Geist kommt über mich, dann bin ich schwanger und dann bringe ich Gott auf die Welt. Logisch, oder? Also nochmal, ich weiß nicht, wie Maria an dem Morgen wach geworden ist. Aber damit hat sie nicht gerechnet, dass das passieren wird. Bei allem, was möglich ist, was man für einen Tag plant. Das nicht. Und ich weiß auch nicht so genau, ob wir verstehen, was das eigentlich bedeutet, was der Engel hier Maria sagt. Denn Maria wusste, was sie mit ihrem Verlobten gemacht hat und was sie nicht gemacht hat. Und auch Josef wusste das. Das heißt, Marias Aufgabe war es jetzt, zu Josef zu gehen und ihm zu erklären, Josef, ich bin schwanger. Schwanger? Was bedeutet... How? Ja, damit muss man ja eigentlich davon ausgehen, dass Maria fremdgegangen ist, mit einem anderen Mann geschlafen hat.
Jetzt versetze man sich mal in Josefs Haut. In your face. Alles klar. Und damals waren die Verhältnisse so, dass eine Verlobung, nicht wie heute, damals war das schon ein rechtliches Bündnis. Da war man war einander versprochen. Und das heißt, eigentlich bedeutet das, Maria hat schon die Ehe gebrochen. Und so etwas wie ein uneheliches, voreheliches Kind beziehungsweise Fremdgehen, das war eine große Schande, das war eine Unreinheit, die nicht geduldet wurde. Das heißt, Josef hätte jetzt hingehen können und Maria öffentlich anklagen. Und dann hätte es in der damaligen Kultur so weit kommen können, dass sie zu Tode gesteinigt hätte werden können. Also das, was der Engel ihr hier eigentlich sagt, ist, ja, du wirst schwanger werden mit Gott durch den Heiligen Geist und jetzt gehst du zu Josef und erklärst ihm, dass du schwanger bist vom Heiligen Geist und er wird dich wahrscheinlich verlassen und es kann passieren, dass du zu Tode gesteinigt wirst. Und was ist Marias Reaktion? Sie hat die eine Frage, die sie stellt. Der Engel erklärt es ihr. Stellt sie es in Frage? Nein. Maria sagt, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, das soll mit mir geschehen. Und spätestens hier sehen wir, ich habe gesagt, Maria ist eine normale Frau. Spätestens hier sehen wir, Maria ist nicht eine normale Frau. Maria hätte so viele Gründe gehabt, Nein zu sagen, aber zu sagen. Aber was ist, wenn Josef mich verlässt? Aber was werden meine Eltern denken? Ich bin noch viel zu jung, Teenagerin. Nee, also, warte mal, Gabriel. Ich habe eigentlich geplant, erstmal noch so 3 Jahre lang die Ehe zu genießen, bevor ich dann endlich Kinder bekomme. Nee, warte mal, Gabriel. Also ich habe da eigentlich jetzt gerade ein Jobangebot bekommen. Da passt ein Kind jetzt nicht so gut rein. Aber Gabriel, das könnte bedeuten, dass ich zu Tode gesteinigt werde. Aber, Maria hätte 1000 Gründe gehabt, warum das gar nicht gut passt, dass sie jetzt vom Heiligen Geist schwanger wird. Aber Maria sagt ja. Maria sagt ja. Wie häufig stehen wir der Berufung oder dem Auftrag Gottes im Weg, weil wir das Gefühl haben, dass wir die falsche Person sind. Gott, ich glaube, du hast dich in der Adresse irgendwie vertan. Weil, schau mich mal an, da gibt es 100 Gründe, warum jetzt deine Pläne nicht so gut in mein Leben passen. Weil ich habe eigentlich noch ganz andere Vorstellungen. Ich habe mein Leben schon geplant. Ich habe so einen 10-Jahres-Plan und also das, was du da vorschlägst, das passt da nicht so gut rein. Und außerdem, Gott, ich bin noch viel zu jung, ich habe nicht die Skills, ich habe zu wenig Geld, ich habe zu viel von dem und zu wenig von dem. Maria hat das nicht gemacht. Maria hat Gott nur eine Frage gestellt, oder Gabriel in dem Sinne. Eben, wie soll das funktionieren? Das ist ein bisschen unlogisch. Aber als dann der Engel ihr das erklärt, da stellt sie es nicht in Frage. Da bringt sie Gott nicht 100 Gründe, warum sie das jetzt nicht machen kann, sondern sie ist bereit und sagt ja. Maria sagt nicht, das ist nicht logisch. Also ich meine, sie hätte auch, erste Frage, wie soll das zugehen? Wie soll das funktionieren? Und dann erklärt es der Engel, ich hätte da aber noch wirklich ein paar Fragen gehabt. Also Gott, eine schwangere Jungfrau, das funktioniert nicht. Das ist unlogisch. Jetzt denkt doch mal nach. Ne? Also, und Gott, stimmt. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt. Sag mal, Abraham, was haben wir uns da für einen Plan ausgeheckt? Eine schwangere Jungfrau. Das ist jetzt auch wirklich eine Nummer zu viel. Ne? Vielleicht, ja,
schwangere, vielleicht haben wir da einen Schreibfehler gemacht, schwangere junge Frau. Das heißt, wir sollten noch ein bisschen unseren Zeitplan überdenken. Wir warten jetzt einfach, die Hochzeit ist geplant nächstes Jahr. Wir warten noch ein Jahr, weil dann ist Maria verheiratet und dann kann sie mit Josef schlafen, dann wird sie schwanger, nur dann haben wir das Problem, ja, dann ist es ja ein normales Kind. Ja, und dann unser Heilsplan. Unser Heilsplan funktioniert nicht. Mist. Ich habe einen Fehler gemacht. Maria, gut, dass du mich darauf hinweist. Schwangere Jungfrau funktioniert nicht. Schlechter Plan. Machen wir nicht. Hey, wie oft funktionieren wir genau so? Gott schlägt uns etwas vor und dann kommen wir erstmal mit der Logik. Nee, Gott, das ist total unlogisch. Jetzt schau dir das mal an. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Hast du dir das mal angeguckt? Hast du das mal durchdacht? Ich meine, guck dir das an. Mein Bankkonto hat nur so und so viel Geld. Das geht am Ende des Monats nicht auf. Nee, Gott, also hast du dir das mal überlegt? Wenn ich das durchdenke, dann macht das keinen Sinn. Der Engel Gabriel sagt zu Maria, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und wie oft meinen wir, dass unsere Limitationen auch Gottes Limitationen sind? Wie oft denken wir, das, was in meinen Augen nicht möglich ist, das ist auch für Gott dann irgendwie nicht möglich. Funktioniert nicht, fertig. Aber wie häufig jammern wir und sehnen uns tief drin nach einem Wunder? Sehnst du dich danach, ein Wunder zu erleben? Ich sehne mich danach, Wunder zu erleben. Ich sehne mich danach. Und trotzdem merke ich so häufig, wie meine Gedanken und meine Logik da einfach reincrasht. Wie ich dann versuche, die Dinge zu kalkulieren und meine Pläne irgendwie abzugleichen mit dem, was Gott vielleicht für mein Leben geplant hat. Und dann sage ich Gott, nein, das ist irgendwie nicht möglich. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann sage ich ja eigentlich Gott, für dich ist das nicht möglich. Also wie schnell ist auf einmal das, wo ich sage, ja, ich kann das nicht und Gott Nein sage oder sage, jetzt schau dir das doch mal logisch an, dass ich ihn eigentlich klein mache und sage, Gott, meine Limitationen sind wahrscheinlich auch deine Limitationen. Weil eigentlich glaube ich gar nicht dran, dass du übernatürlich wirken kannst. Weil das Ding ist, wenn es nur darum gehen würde, dass wir das gebacken bekommen, also Gott, ich kann das machen, wenn ich schlau genug dafür bin, wenn ich die Ressourcen dafür habe, wenn ich reich genug bin, begabt genug bin, dann kann ich die Aufgabe machen. Ja, ich leite den Chor dann, wenn ich vorher einen Bachelor im Dirigieren gemacht habe und wenn ich einen persönlichen Mentor habe und noch 3 Jahre lang, dann kann ich das machen. Wenn ich all die Dinge erfülle und ich denke, jetzt ist es logisch, etwas zu machen. Nur das Ding ist, wenn wir schlau genug, reich genug, schön genug, begabt genug sind, dann brauchen wir Gott auch einfach gar nicht mehr. Weil dann kann ich das ja machen. Dann habe ich es unter Kontrolle. Dann brauche ich nicht mehr Gott. Aber es geht eben nicht immer darum, was wir nicht machen können, sondern darum, was Gott machen kann. Denn da, wo unsere Grenzen sind, da fängt Gottes übernatürliches Wirken ja gerade erst an. Um einen Unterschied in dieser Welt zu machen, brauchen wir nicht besondere Fähigkeiten. Gott gebraucht Maria. Und wir lesen nicht, dass sie besondere Fähigkeiten hatte. Sie hatte keine Ausbildung genossen darin, wie man den Sohn Gottes erzieht. She had no clue. Sie war eine Teenagerin und zudem noch wirklich in Verhältnissen, wo eigentlich ein Kind gar nicht gut reingepasst hat. Maria hatte nicht besondere Fähigkeiten, aber was sie hatte, war Bereitschaft. Bereitschaft und Verfügbarkeit. Und zwar eine radikale Bereitschaft. Eine Bereitschaft, die kostbar und kostspielig war. Eine Bereitschaft, die sie etwas kosten durfte. Wir haben es gehört, ja,
es hätte sie wirklich viel, viel kosten können. Ihren Verlobten, ihre Ehe, ihre Existenz, ihre Familie, ihren Ruf, ihr Leben. Maria war bereit. Sie hat gesagt, ja Gott, ich bin bereit. Und ich glaube, es passiert sehr, sehr schnell, dass wir uns vielleicht von Gott irgendwie übersehen fühlen. Gott, so krasse Aufträge, ne, da sind so Menschen und die erleben so Wunder und für die hast du ganz besondere Sachen parat und ich bin irgendwie so normalo und für mich hast du irgendwie nichts parat. Und es kann schnell auch so ein geistlicher Neid entstehen. Was die anderen alles erleben und irgendwie ich bin so Mainstream normal. Gott scheint die anderen Leute irgendwie mehr gebrauchen zu wollen als mich. Hey, geistlicher Neid, ganz ehrlich, wenn ich in der damaligen Situation gewesen wäre ich wirklich neidisch auf Maria gewesen? Versetz dich mal in sie hinein. Hey, bist du neidisch auf so eine Situation? Es kann sein, du verlierst deine Freunde, deinen Ruf, deinen Job, dein Leben. Sind wir darauf neidisch? Hey, Maria hat Ja gesagt. Und Ja zu Gott zu sagen, das hat eben häufig mal noch ein Preisschild. Das hat häufig mal noch eine Konsequenz. Weil, vielleicht heißt es, die Gunst Gottes zu gewinnen, die Gunst vor den Menschen zu verlieren. Und das sehen wir in der Bibel immer und immer und immer wieder. Die großen Helden, die immer wieder was mit Gott erlebt haben, die wurden wie häufig für dumm abgestempelt. Und das, weil sie eben alles fürs Königreich Gottes aufs Spiel gesetzt haben. Noah, der eine Arche baut. Und seine Friends kommen und die sagen, Noah, was machst du da? Ich baue eine Arche. Was ist eine Arche? Ich weiß auch nicht so genau. Und wieso baust du das? Ja, weil Gott hat gesagt, es soll regnen. Was ist Regen? Das hatte zu der damaligen Zeit noch nicht. Was ist Regen? Ich weiß auch nicht so genau. Also verstehen wir richtig. Du baust keine Ahnung was für keine Ahnung was. What? Und Noah, ja, kommt ungefähr hin. Wie war das mit Mose? Hinter sich eine Meute von Ägyptern, die ihn umbringen wollten, und vor ihm das Rote Meer und in seiner Hand hat er einen Stock. Ich weiß nicht, wie souverän der ausgesehen hat. Die Israeliten, 6. Runde um Jericho rum, mit Trompeten und Posaunen. Es muss lustig gewesen sein. Was für eine Kriegsschar, oder? Die eine Stadt einnehmen wollen. David vor Goliath, einem Riesen. Und keiner traut sich, gegen den zu kämpfen. Und David steht mit seiner Schleuder und einem Stein, 3 Steinen. Das muss lächerlich ausgesehen haben, oder? Ihm hat doch keiner geglaubt, dass er das schafft. Wie ist es mit Petrus? Hey Petrus, steig aufs Wasser. Aufs Wasser steigen? Also, das muss doch... Stellt euch mal vor, der wäre untergegangen. Wie lustig wäre das? Hast du wirklich gedacht, du kannst auf dem Wasser laufen? So lächerlich, oder? Was ist mit Paulus und Silas? Sitzen im Gefängnis. Füße eingezimmert in so Blöcke. Und sie singen fröhlich Lieder. Der Wärter muss sich auch... Was ist mit denen? Also keine Ahnung. Der kleine Junge. Hey, das sind 5000 Menschen, die müssen ernährt werden. Hat jemand was zu essen? Hey, ja, ich habe 5 Brote und 2 Fische. Oh, süß. Danke, ja. Jesus. Was ist mit Jesus selbst? Verspottet, ausgelacht, verhöhnt. Du bist der König der Juden? Nackt an einem Kreuz hängend. Alle von ihnen haben alles riskiert. Ja, sie haben riskiert, die Gunst vor den Menschen zu verlieren, indem sie auf Gott vertraut haben. Vertrauen wir auf Gott in genau solchen Situationen? Weil ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn wir anfangen zu glauben,
wenn wir anfangen zu glauben, dass das, was hier drin steht, tatsächlich stimmt, dass das, was der Engel Gabriel gesagt hat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Ich glaube, dass wir die gleichen Dinge erleben können. Weil, was haben sie erlebt? Noah wurde gerettet von der Flut. Mose hat erlebt, wie sich das Rote Meer geteilt hat vor ihm. Die Israeliten haben gesehen, wie die Mauern von Jericho gefallen sind. David hat Goliath besiegt. Petrus lief auf dem Wasser. Paulus und Silas, die sind aus dem Gefängnis rausmarschiert. Das Znüni von dem kleinen Jungen, das hat einfach 4.000, 5.000 Menschen ernährt und es ist noch 12 Körbe übrig geblieben. Ja, und Jesus, der am Kreuz hing, der hat den Tod besiegt und er ist durch die Kraft des Heiligen Geistes am 3. Tage wieder auferstanden. Und diese Kraft des Heiligen Geistes, die lebt in uns. Die lebt in dir und in mir. Gott gebraucht diese Menschen. Menschen wie Maria, wie Petrus, wie Jesus, wie Mose, die gesagt haben, ja, es macht keinen Sinn. Es ist absolut, komplett unlogisch, 7 Runden um eine Stadt zu laufen und dann fallen die Mauern. Es ist komplett unlogisch, auf dem Wasser zu laufen. Es macht keinen Sinn. Aber Gott, ich vertraue dir, weil ich weiß, dass das, was du sagst, stimmt. Ich weiß, dass für Gott nichts unmöglich ist. Wie häufig beten wir, ach Gott, bring Erweckung. Ich hoffe, dass du das betest. Weiß nicht. Ja, es ist ein gutes Gebet. Gott, bring Erweckung. Aber gleichzeitig glaube ich, dass Gottes Antwort ist, das habe ich schon gemacht. Weil ich habe dich gemacht. Ich habe Erweckung schon gebracht, weil ich habe dich in die Welt gebracht. Und weißt du was? Du hast nämlich den Heiligen Geist in dir. Dieses Bild von Gott wächst in Maria heran. Sie trägt den Heiland in sich. Das Gleiche gilt auch für uns. Wir haben den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in uns. Und Gott hat dich in diese Welt gestellt, damit du in diese Generation Erweckung bringst. Literally Leben in die Welt hineinbringst. Die Hoffnung der Welt sind wir als Kirche, weil Gott in uns lebt. Und Gott sucht Menschen, die Ja sagen. Gott sucht nicht Menschen, die ihm erklären, warum jetzt auf logische Weise das gar nicht funktioniert, sondern Gott sucht Menschen, die sagen, okay Gott, wie soll das zugehen? Alles klar, der Heilige Geist wird uns überschatten. Der Heilige Geist lebt in mir. Ich sage ja. Ich bin bereit. Hier bin ich, dein Diener, deine Dienerin. Ich will dich in diese Welt hineintragen. Gott hatte eine krasse Jobbeschreibung für Maria. Sie hat den Job angenommen. Und ich glaube, die Frage ist, nehmen wir den Job auch an, den Gott für uns bereithält? Und ich glaube, es gibt 3 Dinge, die uns zurückhalten. Und das erste ist, du denkst, dass du nicht gut genug bist. Eben, Gott muss sich vertan haben. Ich bin so ein Normalo. Bei den anderen, dann wirkt der Heilige Geist. Bei mir wirkt es nicht. Und an Maria können wir lernen, Gott gebraucht die ganz gewöhnlichen, die ganz normalen, die ohne spezielle Fähigkeiten und, keine Ahnung, besondere Ausbildung, die nicht besonders viel Geld haben und nicht besonders viel Status haben. Weil es geht nicht darum, was wir können, sondern es geht darum, dass der Geist Gottes in uns lebt. Und das ist eine Realität an diesem Morgen, die ich dir zusprechen will. Es geht nicht darum, that we have it all figured out. Es geht nicht darum, dass du noch so unfassbar viel lernen musst. Du hast alles, was du brauchst. Du hast den Heiligen Geist, um einen Unterschied zu machen. Also, du denkst, du bist nicht gut genug? That's a lie. Du hast den Heiligen Geist. Ja, erstes Problem aus dem Weg geräumt. Das zweite, du denkst, dass es unmöglich ist, die Dinge zu tun, die Gott dir vielleicht auftragen will. Und da will ich dir die Wahrheit zu sprechen. Für Gott ist nichts unmöglich. Setz Gott nicht deine eigenen Grenzen. Die Limits, die du hast, die hat Gott nicht. Gott ist allmächtig, souverän,
grenzenlos. Glauben wir das? Vertrauen wir ihm da wirklich? Hey, und wenn dich das zurückhält, dann solltest du vielleicht Buße tun und Gott sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass die natürlichen Limitationen, die ich habe, dass ich sie auch zu deinen Limitationen mache. Gott will deine Grenzen sprengen, wenn du ihn lässt. Wenn du die Lüge, dass es eben unmöglich ist, brichst und aus dem Weg räumst. Und das Dritte, wir haben Angst. Wir haben Angst, weil es kostet uns was. Und jetzt ist nicht die Antwort, ja, es ist gar nicht so teuer, ist auch nicht so schlimm. Vielleicht kostet es auch. Nein, es kostet was. Ja, es kann bedeuten, die Gunst des Herrn zu bekommen, die Gunst der Menschen zu verlieren. Es kann sein, dass plötzlich in deinen 10-Jahresplan Gott reincrasht und bringt seinen Plan. Das kann passieren. Und dann kostet es was. Dann kostet es was zu sagen, okay, meine Pläne werfe ich über Bord. Und ich vertraue dir, Gott. Ich vertraue dir, dass du es gut meinst. Ich vertraue dir, dass du einen Plan hast. Und ja, es kostet was, aber der Gewinn ist doch so viel größer. Stell dir vor, Maria hätte aber gesagt. Hätte das nicht gemacht. Stell dir vor. Was hätte das bedeutet? Gott hätte schon Wege gefunden, aber sie hat ja gesagt. Und dadurch ist ein so viel größeres Wunder passiert, als was sie sich jemals hätte erträumen können. Und Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Das lesen wir. 2. Timotheus 1, Vers 7. Wenn du Angst hast, das ist nicht von Gott. Gott will dir deine Furcht nehmen. Und ja, vielleicht passiert es nicht direkt auf Anhieb. Vielleicht musst du mal Sachen beginnen, auch mit Angst. Okay, Herr, ich habe Angst. Aber ich lasse mich davon nicht lähmen, sondern ich mache es jetzt einfach trotzdem. Im Vertrauen. Mit zitternden Beinen. Ich gehe in die Chorprobe und ich habe keine Ahnung, was passiert. Keine Ahnung. Aber ich mache es trotzdem. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern was für einen Geist? Ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Maria hat nicht gesagt, ich bin nicht gut genug. Das ist unmöglich, Gott. Und es kostet mich alles. Ich mache das nicht. Sie hatte die Bereitschaft. Sie hat Ja gesagt. Sie hat den Auftrag angenommen. Und die Frage an dem Morgen ist, vertraust du ihm auch? Vertraust du ihm auch? Glaubst du ihm, dass er durch dich Erweckung in dieser Generation bringen will? Und dass er große Dinge tun will, weil für ihn nichts unmöglich ist. Und wir wollen jetzt in eine Zeit des Lobpreises starten und ich ermutige dich, einen Moment innezuhalten. Vielleicht Buße zu tun, wo du Gott Limitationen setzt, die er nicht hat. Und wo du vielleicht ganz neu entscheidest, alles klar, Gott, ich habe Pläne und Pläne sind gut. Aber du darfst mich interrupten, du darfst reinkommen und, wie sagt man, stören, Veränderung bringen, andere Pläne bringen. Weil es geht nicht um meine Pläne, sondern es geht letztlich um deine Ziele. Und dafür bin ich da, für dein Königreich. Und vielleicht klopft da der Heilige Geist und zeigt dir an der einen oder anderen Stelle auf, wo du Dinge für unmöglich hältst, wo Gott ganz neue Möglichkeiten eröffnen will. Ja, und beim nächsten Lied, das wirklich zu sagen, I will make room for you to do whatever you want to. Dein Wille geschehe. Das, was du willst, Herr, dem will ich folgen. Ja, Herr, hilf uns dabei, uns nicht so wichtig zu nehmen, nicht an den sichtbaren Dingen festzuhalten, dass wir nicht die Rechnung kalkulieren, sondern auf dich zu vertrauen, dass du sie kalkulierst und dass du so viel Größeres möglich machen kannst, als das, was wir tun können. Und Herr, hilf uns dabei, wirklich zu sagen, nicht unser Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und zu sehen, dass es sich lohnt, alles aufs Spiel zu setzen für dich. Auch wenn es uns was kostet, dass der Gewinn so viel größer ist. Danke, Herr, für Menschen, die uns vorausgegangen sind,
die Ja zu dir gesagt haben, die uns ein Glaubensvorbild sind. Danke für Menschen wie Maria, ja, von denen wir lernen dürfen, die radikale Bereitschaft hatten. Und hilf uns dabei, auch radikale Nachfolger zu werden, die dich in diese Welt reingebären, die Leben in diese Welt bringen, dass das sichtbar wird, jetzt zu dieser Weihnachtszeit, aber ja, einfach in den kommenden Jahren, dass wir sehen dürfen, ja, wie du groß gemacht wirst. Ja, wir lieben dich, Jesus, und wir wollen Raum machen für dich.